Herzlich willkommen zu Jack aus dem Wohnzimmer, Folge 7. Ja, Wahnsinn. Schon Folge 7. Und, was ich sagen wollte, frohe Pfingsten. Er meint natürlich frohe Pfingsten. Ja, habe ich doch gesagt. Ne? Ja, Ende Mai. Du, eigentlich wäre ich ja jetzt im Zelt. Machst du Camping? Nein, Ende Mai ist doch Zeit der Schützenfeste. Ja, das stimmt. Geht aber ja nicht. Das stimmt auch, weil die ganzen Schützen sind im Homeoffice. So eine Mist. Im Homeoffice? Ja, ja. Dann gibt es kein Schützenfest. Dieses Jahr wird es kein Schützenfest geben, wie es sonst so gegeben hat. Und da haben wir uns überlegt, wie kann man denn trotzdem Schützenfest feiern? Zu Hause. Zu Hause. Ne? Aber wie gesagt, wir könnten jetzt viel erzählen. Schaut euch selber an. So wäre es möglich. Und jetzt viel Vergnügen mit Folge 7. Pief, puff, paff, der Vogel muss raffen. Genau. Aber vorher trinkt man noch ein Zielwasser. Ne? Zielwasser. Prost! Auf der Vogelschuss. Jo. Das ist ja auch das Wichtigste vor dem Schützenfest. Der Vogelschutz. Ich glaube, ich war dran. Ne? Ja, da holen wir da runter. Ja, ja, pass auf. Und Vorbei. da bin ich dran. Ja. Auch vorbei. Ja, letztes Jahr ging das besser mit der Vogelschuss. Letztes Jahr ist er nämlich Schützenkönig gewesen. Ich. Der 777. Schuss. Piff, puff, paff. Der Vogel fiel raff. Mitten rein. Was haben wir uns da gefreut? Alle Male. Vor lauter Freude haben wir ihn gepackt. Haben ihn hochgeworfen. Ja, Wieder aufgefangen. genau. Haben ihn hochgeworfen. Ja, Wieder aufgefangen. genau. Haben ihn hochgeworfen. Ja, Und wieder aufgefangen. super. Und dann haben wir seine Frau gepackt. Ja, aber das will ja hier keiner hören. Dann haben wir seine Frau gepackt. Interessiert doch keinen. Haben sie hochgeworfen. Und da hat der Tuppes gesagt, hey, Hände weg von meiner Frau. Ich kann euch sagen, der Aufschlag war härter wie der von Boris Becker. Ja, nun hör endlich auf. Wer war denn eigentlich dran mit Schießen? Ja, wenn du so guckst, war ich dran. Sag mal vor, Richtig, vorher noch ein Zielwasser. Zielwasser. Prost! Prost. Pief, puff, paff! Der Vogel muss raff. Prost! Prost. Pass auf, jetzt könnt ihr. Und Vorbei. jetzt bin ich dran. Ich glaub, jetzt kriegen wir noch runter. Warte, Junge. Locker wie John Wayne aus Döfter, aber auch vorbei. Nee, du, ich glaub, dieses Jahr gibt das keinen mehr. Aber das ist auch, meines Erachtens ist der Vogel viel weiter weg wie sonst die Jahre. Also wenn du so sagst, ich glaube auch, der Vogel ist zu weit weg. Das können wir ja nicht schaffen. Guck mal, wie weit das ist. Das trifft doch keiner. Nee, das hat keinen. Na gut. Weißt du was, da schießen wir nicht mehr. Aber, und jetzt? Wir brauchen noch einen Schützenkönig. Ja, da tun wir los, ne? Lose, Ich meine, wir haben früher immer so 2 Streichhölzer genommen. Ja, Da haben wir eins abgeknickt, und dann? da waren die unterschiedlich groß. Ja. Und wer das lange Streichholz gezogen hatte, der wurde Schützenkönig. Ja. Also, Ja, aber das funktioniert doch heute nicht mehr. das hat doch früher geklappt. Ja, aber mit der Abstandsregel haut das doch nicht hin. Das ist doch zu kurz, was du da gemacht hast. Das habe ich mir gedacht, das tust du aber. Ich habe auch was vorbereitet. Du hast was vorbereitet.
Ich werd verrückt. Wenn du größere Streichhölzer brauchst, kriegst du auch größere Streichhölzer. Du, ich möchte ja nicht mehr losen, schießen. Ich möchte ja kein Schützenkönig mehr werden. Du willst kein Schützenkönig mehr werden? Weißt du mal, was ich war letztes Jahr? Mach du es doch dieses Jahr. Ich mach doch Schütz. Du bist ab jetzt doch Schützenkönig dieses Jahr. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Okay. Schützenkönig. 150 Mann und der Fahnenführer dran und die Musik fängt mit Schneewalzer an. Da, 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 da. In einem Kutsch mit zwei Pferden sitzt der König. Ja, heute sind wir im größten Wohnzimmer von Neu-Lohn. Da spielt nämlich heute der Spielmannszug Grün-Weiß Lohn extra für Jeck aus dem Wohnzimmer. Wieder mal live aus meinem Nähzimmer. Wohnzimmer geht ja gerade nicht, ist ja Bundesliga. Bevor wir aber anfangen, ganz wichtig, Schluckimpfung nicht vergessen. Nur mit dem original italienischen Limoncello. Meine Güte, die Flasche ist auch schon wieder leer. Man hat aber auch einen Verbrauch in der Krise oder eine Krise im Verbrauch. Egal.
Ja, ihr seht, leider hatte ich noch keinen Termin beim Friseur und auch noch keinen Termin bei der Kosmetik. Ich habe aber dieser Tage zu Hause Wellness gemacht. Ja, ich habe mir ein schönes Bad eingelassen. Anschließend habe ich mir die Architektur mit Öl eingeschmiert, damit er doch nachher fluppt mit den Hebel. Danach habe ich mich splitterfasernackt auf die Bettkante gesetzt und dann habe ich mir die Fußnägel rot lackiert. Dann habe ich mir mein Werk betrachtet und dachte, was ist das denn? 6 Zehen auf jeder Seite? Man wird ja älter. Habe ich mir mal die Brille rausgekrost? Hör mal, da hatte ich mir die Brustwarzen mit lackiert. Ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass die zum Fußboden ausgewandert sind. Weißt du was? Ich bin froh, wenn das Nagelstudio wieder aufmacht. Da kannst du dich nämlich beim Fußnägel lackieren hinlegen. Da passiert sowas nicht. Und bis dahin, ihr Lieben, ganz wichtig, Schluckimpfung nicht vergessen. Und ich muss mir mal sofort einen Zettel machen, Limoncello besorgen. Ganz dringend, sonst komme ich nicht mehr über die nächsten Tage. Bis dann. Dieter allein im Proberaum, Corona-Zeit. Lieber Drickes, wir freuen uns, bei euch heute der Einladung folgen zu dürfen in euer Wohnzimmer nach Eichwieler. Wir melden uns live hier aus unserem Wohnzimmer in Loveridge, wo wir normalerweise unten in den Katakomben proben. Aber da war das mit dem Sicherheitsabstand nicht zu gewährleisten, deswegen haben wir uns nach hier oben verkrübelt. Hier ist ein bisschen mehr Platz. Und wir haben euch gleich ein Stück mitgebracht aus einer Zeit, bevor dieses kleine heimtückische Virus aus China uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Als wir uns noch in Kneipen rumtreiben durften, haben wir uns am liebsten aufgehalten. Und falls der ein oder andere von euch nicht mehr weiß, was man da so alles treiben kann, haben wir euch ein Stück mitgebracht, genau aus dieser Zeit, und erzählen euch jetzt, wie es war. Wir sitzen am Tisch oder schon an der Tee mit einem Glas in der Hand, weil wir das wie so Ding. Wir denken daran, wie schön es früher war, und wir trinken auch all die vergangenen
Fahr zum Frühshop, weil das hier trocken ist. Ich Schwäbische geknobelt und eine Karte geleert. Und klammheimlich stande jetzt für Bierchen probiert. Ja, klammheimlich stande jetzt für Bierchen probiert. Es war schön, wie es war, es ist viel zu lang her. Doch wir denken noch gerne zurück. Es war schön, wie es war, es ist viel zu lang her. Und wir haben mit Glas auf die Zink. Und wir haben mit Glas auf die Zink. Letzte Mal die Tür, weil ich keiner mich saß. Die Zick für den Tee, die hat keiner mich. Wenn man jetzt so dran denkt, das fast ein bisschen wie. Wenn man jetzt so dran denkt, das fast ein bisschen wie. Es war schön, wie es war, es ist viel zu lang her. Doch wir denken noch gerne zurück. Es war schön, wie es war, es ist viel zu lang her. Und wir haben ein Glas auf die Zeh. Und wir haben ein Glas. Wir machen den Text mal ein bisschen leichter. La 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 la. Herzlich willkommen in unserem Wohnzimmer, heißt mein Wohnzimmer, Hedwig Sieberichs bin ich, und das Wohnzimmer von Engel Hedwig, kennen Sie, ne? Wippender Heiligenschein, wilde Frisur und Fliegerbrille. Und so sieht der Engel unten drunter aus, et Hedwig. Ja, blond, zum Glück wieder. Die Friseure haben wieder auf. Nee, Mädels, was war das schlimm, ne? In dieser ganzen Corona-Zeit, wo wir doch nicht rauskamen, ne? Friseur zu, Nagelstudio zu, Sonnenbank zu. Da hab ich doch gedacht, wie lang soll das noch gehen? Mädels, wie sollen wir nachher aussehen? Das dicke Ende kommt doch erst noch, ne? Ja, aber ich wirklich. Hashtag, ich bleibe zu Hause. Aber die Schmitz, die läuft der ganze Tag an meinem Küchenfenster hin und her und hin und her, ne? Und das ungekämmt und ungewaschen und ohne Mundschutz. Gut, die Schmitz ist jetzt auch eine Perserkatze. Aber trotzdem, muss das denn sein? Und hier von dem Schmitz, ne? Das ist die Perserkatze von dem meinem Nachbarn Schwitz. Jetzt frage ich euch, wie kann man, wenn man Schmitz heißt, die Katze Schmitz nennen? Schmitz-Katze. Da merkt man doch schon. Und er hat sich jetzt ganz neu, einen Mähroboter für den Rasen, für seine 20 Quadratmeter angeschafft. Ne? Aber der ist damit nicht zufrieden. Nein, der ist damit nicht zufrieden mit dem Ding. Wissen Sie warum? Zu leise. Jetzt hat er sich extra wieder einen Benzinrasenmäher angeschafft. Leute, ich sage euch, wenn der den startet in seinem Yachten, da hast du das Gefühl, in deinem Yachten landet ein Hubschrauber.
Und einen Teil sage ich euch, wenn mein Mann das hört, dann kann der einen Tag vorher den Rasen gemäht haben. Dann rennt er in die Garage und mäht den Rasen. Aber nicht nur mein Mann. Nein, 20 Nachbarn machen das gleiche und mähen den Rasen. Ey, da hast du das Gefühl, bei dir zu Hause bist du auf der Relle Monte Carlo. Mann, du, da könnte ich mich drüber aufregen. Ne? Und ich muss ja wirklich ich bleib zu Hause. Aber wissen Sie, was das Schlimmste ist? Ich sage Ihnen ein Stichwort. Homeoffice. Homeoffice. Wer ist auf die Idee gekommen? Hör mal, jetzt ist mein Mann die ganze Zeit zu Hause. Das ist doch nicht zu ertragen. Da denkst du, gut, ne? Haben die Politiker prima gemacht, Rente erst ab 67. Wenn du Glück hast, ne, dann wird die auch noch auf 70 angehoben. Jetzt hat der Homeoffice, ey. Mann, du. Und jetzt muss ich wohl sagen, ich habe seit 30 Jahren eine Freundin, meine Anneliese. Die ist ein bisschen esoterisch angehaucht und die schenkt mir zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern, schenkt die mir immer Räucherstäbchen und sagt, wenn du mal eine schlechte Energie zu Hause hast, dann kriegst du die damit weg. Ich sage euch, ich habe alle Räucherstäbchen von 30 Jahren abgebrannt und was soll ich das sagen? Der war immer noch da und die Bude hat gestunken wie Sau. Nee, das hat alles nicht funktioniert. Und was noch viel schlimmer ist, ich habe ja gedacht, schlimmer könnte es nicht werden. Aber jetzt machen die Geisterspiele in meinem Wohnzimmer. Fußball-Geisterspiele in meinem Wohnzimmer. Was war ich früher froh? Da konnte ich den ja immer in ins Stadion schicken. Und dann konnte der doch da seine Energien loswerden. Ne? Und auch jedes Auswärtsspiel, da habe ich immer nur gedacht, hoffentlich lass es weit weg sein. Lass es weit weg sein. Und jetzt 7 Geisterspiele in meinem Wohnzimmer. Und ich hatte keine Räucherstäbchen mehr. Was habe ich mich aufgeregt? Da geht mein Mann in der Halbzeitpause in die Garage und holt eine bengalische Fackel und fackelt die auf unserem Wohnzimmertisch ab. Ich sage euch, die war kaum am Brennen. 3 Sekunden, da war unser komplettes Wohnzimmer in Rauch gehüllt. Du konntest die Hände nicht mehr vor Augen sehen. Da konntest du nur noch mühsam ertasten, was denn wohl wo ist. Aber ich sage euch, wir haben bei dem Ertasten Stellen an uns gefunden. Da waren wir schon seit Jahren nicht mehr dran. Das war schön. Das war im wahrsten Sinne des Wortes ein Geisterspiel. Das war schön. Und in dem Sinne wünsche ich euch auch allen viele bengalische Fackeln in eurem Wohnzimmer. Es ist auch desinfizierend, glaubtet mir. Es macht Spaß und ihr verliert nicht euren Humor. Bleibt alle gesund, verliert euren Humor nicht und irgendwann geht das Leben vielleicht ein bisschen schöner und besser wieder seine alten Bahnen. Euer Engel Hedwig alias Hedwig Sieberichs oder einfach euer Engelchen. Tschö! So, jetzt muss ich nur noch hier den Knopf drücken. Baff. Wenn ich den Knopf drücke, seid ihr weg. Wisst ihr Bescheid, ne? Schön. Hallo zusammen, hier wieder die Serie Dieter allein im Proberaum. Ja, jetzt wohl das nur Wickerjong. Ich weiß es nicht. Kleines Vorspiel und dann kommt das Lied.
Und auch in meinem Homeoffice gibt es 3 Regeln. Groß 2 Euro, klein 1 Euro, sehr klein einen halben Euro. Ja, lieber Labbes, lieber Drinkes, liebe Freunde zu Hause an der Geräte, im Moment ist es ja so ein bisschen, wird es ja nicht so gerne gesehen, wenn man sich zur Begrüßung oder als Zeichen des Respekts die Hände schüttelt. Deswegen haben wir eine waschechte Alternative dazu für all diejenigen unter euch, die gerne auf ein bisschen Körperkontakt nicht verzichten wollen. Dann nimmst du dir einfach jetzt den Menschen, der dir am meisten ans Herzchen gewachsen ist, weil dann bleibt das ja alles in der Familie und dann hältst du ihn fest. Und zwar ganz fest, in Dingem Arm. Für die bin ziemlich nervös, spür der Boden kommt unter de Füß, in unserem plötzlich ganz still. Dann mähst du ne Schritt und nicht so. Und auf einmal, klar wird mir klar, du bist der Mensch, der ich nie wieder anlassen will. Ich halte dich und spüre die Herz. Und eins sagt, die wünsch ich mir jetzt, lass mich nie wieder jagen. Wie am letzten Tag noch verknallt, nimm ich wieder die Hand und lauf mit dir hin zu der Stelle. Die Welt im Mund steht wieder still und das Einzige, was ich noch will, das bist du und das besondere Gefühl. Spüre die Herz und ein Tag, die wünsch ich mir jetzt. Lass mich nie wieder jung, ich bin nicht und halt mich fest in Dingem Arm. Du und ich, so für immer sind, denn wenn ihr redet, hätt's mir wert. Schon zusammen, Freunde. Du und ich, das soll für immer sein. Denn bei dir wird das Herz mir wert. Du und ich, wir kriegen alles hin. Und schnell zu mir hab ich fest in Dingen Arm.
hoffen, wir konnten euch jetzt ein kleines bisschen Rumtreiberei in die Wohnzimmer zaubern. Natürlich wäre es uns ein Riesenbegehr, wenn wir uns dieses Jahr irgendwann noch mal live sehen könnten. Wir hoffen auf immer noch so ein bisschen auf den 12. September, auf unser Fassbier-Keller-Konzert im Gaffel am Dom, aber da wissen wir, stand heute noch ja nichts zu. Deswegen verabschieden wir uns an dieser Stelle erstmal von euch, wie wir immer tun, mit einem freundlichen Madetjod, schwenkt der Hut und vor allen Dingen bleibt gesund. Tschüss, eure Rumtreiber. Ja, hallo, liebes Internet. Wir spielen... Wer? Was? Ja, wir. Ah, wir! Ja. Wir. Du, ich, wir. Ja, schön. Hier. Liebes Internet, wir spielen heute hier... Wo? Was? Wo? Ja, hier. Hier! Achso, genau. Ja, da, Ja, schön. also hier. Nicht da, hier. Das ist doch Da, das hier. Okay, So, hier. Ja, dann lass mal hier machen. Liebes Internet, wir spielen heute hier für Sie ein wunderbares Lied. Was? Ein Lied. Ein Lied. Wir sind ja Musiker. Deswegen spielen wir ein Lied. Bist du soweit? Liebes Internet, wir spielen heute hier für Sie ein wunderbares Lied für meine wunderschöne Frau. Was ist das denn? Frosche war's. Entschuldigung, mach noch mal, vielleicht. Liebes Internet, wir spielen heute hier für Sie ein wunderbares Lied für meine wunderschöne Frau. Entschuldigung. Oh, ich frage mich jetzt. Du fragst dich. Ich frage mich Was jetzt. fragst du dich denn? Für wen jetzt noch? Ja, für meine wunderschöne Frau. Für deine oder für eine wunderschöne, da müsstest du dich jetzt schon entscheiden. Können wir? Ja, bitte. So ein schönes Lied. So schön. So ein schönes Lied. Ganz schönes Lied ist das. Für meine wunderschöne Frau. So ein schönes Lied. So begeistert. Veronika, Veronika, ich bin in dich verschossen. Veronika, Veronika, ich würde dich gerne kossen. Das heißt küssen, ne? Küssen, kannst du nicht lesen? Lesen schon, aber ich will deine Frau nicht küssen. Können wir? So ein schönes Lied. Ein bisschen zusammenreißen, ne? Schönes Lied, mein Lieb. Veronika, Veronika, ich würde dich gerne küssen. Veronika, Veronika, ich kann nicht von dir lösen. Immer lassen. Lassen. Das ist eine sehr gute Idee, wir lassen das einfach. Das ist schön. Schön. Nicht mehr gut. Reiß dich mal, Mann, am Riemen. So. So ein schönes Lied. Begeistert. Veronika, Veronika, ich kann nicht von dir lassen. Veronika, Veronika, das soll ein jeder wassen. Was sagst du hier? Du siehst schon, dass wir hier im Internet vor einem Millionenpublikum sitzen und du ruinierst hier dieses wunderschöne Lied für meine wunderschöne Frau. Mann. Oh, reiß dich. Du machst mich... Können wir jetzt? Das ist so ein schönes Lied. Ja, bitte. Ah. Das ist dann komisch. Ja. Ich muss wieder runterkommen. Oh, schöne Frau. So ein schönes Lied. Veronika, ein jeder soll es wissen. Veronika, Veronika, ich finde dich beschissen. Veronika, Veronika, du wunderbares Wesen. Veronika,
Veronika, ich träum von deinem Besen. Busen! Busen! Das heißt Busen! Sie halt Busen. Du nimmst den Busen meiner Frau heute hier nicht mehr in den Mund. Mann, so ein schönes Lied. So ein schönes Lied. So ein schönes Lied für meine wunderschöne Frau. Veronika, ich schwebe im 7. Himmel. Veronika, ich hab nen großen... Ja! Vielen Dank. Plunsch raus. Ja, das... vielen Dank, das war das wunderschöne Lied für meine so wunderschöne Frau. Und macht's gut. Bis bald. Hier mal einen Kaffee trinken? Okay, Kaffee trinken. Tschüss. Folge 7, heute mit dem Hauptthema Schützenfest. Glaube sind der Heimat. Und ich kann euch eins sagen, nächstes Jahr feiern wir wieder richtig Schützenfest, wie es sich gehört. Da holen wir alles nach, was wir dieses Jahr nicht machen konnten. Ne? 7 Tage lang. Genau. Ja, wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Folge 7 ist am Ende. Und ihr habt die Chance, nächste Woche, Sonntag, 19 Uhr, Klick, Teil 8. Wenn et nicht mir führen geht, wenn et Wasser dir bis zum Halsen steht, wenn du dich allein gelassen fühlst und du ja nicht wieder weißt, mehr die Rot wie
bis ob die Zeng. Irgendwann hätt auch der größte Drissen eng, nit mi lang, bis da de Zünsche wieder sching, mit die Ruh, bis ob die Zeng.